Hey, so schön bist du wieder einig auf unserem YouTube-Kanal Sunday Night. Mein Name ist Tim. Die Message für heute, die wird so gut. Aber vorher noch, unsere Vision als Sunday Night ist, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und einen positiven Einfluss auf ihr Umfeld ausüben. Und genau um das geht es auch heute wieder in der Message. Darum, bevor du in die Message gehst, like und subscribe bei unserem Kanal und viel Spaß bei dieser Predigt. Ich möchte heute Abend darüber reden, was würde Jesus zum Klimawandel sagen. Und ich habe mir bewusst die Themen ausgesucht, auch nächsten Sonntag über Cancel Culture, weil ich möchte auf die E-Mails eingehen, die ihr mir schicken. Leo, wie siehst du das mit dem ganzen Gender, mit dem Klimawandel, mit der Cancel Culture? Ich möchte ein bisschen heisse Themen ansprechen. Und du musst 30 Minuten dir schon Mühe geben, dass du alles hörst, was ich möchte sagen. Weil man kann Sätze auch falsch verstehen. Oder vielleicht betone ich etwas zu wenig, das kann alles sein. Aber ich möchte mitnehmen, ich habe eine Situation erlebt, meine Frau und ich waren in der Stadt Zürich gewesen. Da hat so einen Stand gehabt. Und dann ist da eine junge Frau gekommen mit einem Plakat mit dem Eisbär und der Eisscholle. Ich habe ein Bild mitgebracht und gesagt, du musst unbedingt unterschreiben, weil das Klima ist das Problem, es wird immer wärmer und der Eisbär hat kein Eis mehr und er wird sterben. Und wenn du so Bilder siehst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, geht mir das mega nach, weil ich finde, Tiere sind etwas Wunderbares. Ich hatte zum Beispiel mal einen Wellensittich gehabt. Er hat leider nicht lange gelebt, aber ich habe immerhin einen gehabt. So, das bewegt mich mega und die einen von uns kleben sich auf der Straße an, sagen, ich bin die letzte Generation, jemand muss etwas unternehmen. Denn Friday for Future ist auch eine Bewegung, wo du sagst, hey, wir müssen aufstehen, wir müssen etwas mit dem Klima machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Welt total in ein Chaos enden. Und wenn du die Hollywood-Production anschaust von den letzten 20 bis 30 Jahren, ist hochinteressant. Praktisch jeder Hollywood-Film endet in einer Katastrophe. Die Welt geht unter, fast niemand überlebt es. Vielleicht überlebt es irgendjemand und bist du der Retter von der ganzen Natur. Und was es auslöst, speziell jetzt in eurer Generation, es löst ein bisschen Angst aus. Was ist, wenn die Welt untergeht? Was ist, wenn das Klima sich nicht erholt? Aber auch ein bisschen ein depressiver Geist. Also überleg dir mal, viele von uns sagen, ich werde keine Kinder mehr auf die Welt setzen, weil es hat keinen Platz mehr. Es ist alles voll. Und du sagst, ein Kind hat keine Zukunft, wir müssen ein bisschen reduzieren. Depressionsraten in eurer Generation nehmen krass zu. Auch die Visionslosigkeit nimmt zu. Psychiatrie in der Schweiz ist überfüllt, es gibt keinen Platz mehr. Und meine Frage ist ein bisschen, was ist etwas Göttliches in dieser Bewegung und wo übertreiben wir es vielleicht ein bisschen im ganzen Thema? Über das möchte ich heute reden. Also, die Wissenschaft, und es ist cool, es gibt ja immer verschiedene Lager, Corona auch, dafür und dagegen. Und mit dem Thema gibt es auch zwei Lager. Es gibt immer zwei Lager oder mindestens mehrere Lager. Aber an einem Punkt sind sich alle einig. Ist das nicht schön? Alle sagen, ja, es gibt einen Klima-Change. Das sind sich alle einig. Wir sind sich aber nicht einig, wird der Mensch das überleben. Die einen sagen, wir werden es nicht überleben, nur Tiere. Und die anderen sagen, no, Evolutionstheorie ist nicht einmal eine Eiszeit gewesen. Haben wir auch überlebt und ich glaube, wir können das überleben. Das ist ein bisschen eine Glaubensphilosophie, hat mit Statistik nur bedingt etwas zu tun. Wieso hat das Thema so einen Drive bekommen? Ich mache es jetzt ganz pragmatisch, Bewusstsein, es gibt verschiedene Gründe, warum. Der Jameson Hansen hat im Jahr 1988 in der Newsweeks Magazine geschrieben, Frontpage, wir leben im Greenhouse, so in einem Treibhaus. Das heisst, wenn wir mit CO2 viel ausgüssen oder stößen, dann werden wir uns selber vergiften eines Tages. Das hat so einen Drive bekommen, mit angefangen, ich sage, stimmt, das Treibhaus, wir müssen etwas übernehmen. 2006, der Al Gore hat so eine Tournee gemacht, er hat gesagt, Erde brennt. Liebe Frauen und Männer, es kommt gerne gut. Also wenn wir so weitergehen, ist das Ende sehr, sehr nahe. Und das sind sehr emotionelle Bilder. Und ich möchte klar sagen, es gibt einen Klima-Change. Und ich möchte klar sagen, es wird auch wärmer in gewissen Orten. Und in gewissen Orten wird es auch kälter. Haben wir gewusst, dass die NASA hat eine Studie gemacht und hat Bilder gebracht, von oben ab sind gesagt, in den letzten 20 Jahren ist die Welt 5% grüner geworden. Das ist auch interessant. Und der Grund ist, wo sie sagen, der CO2-Abgas, Blätter saugen das ein, dann das reinigen
Bäume werden grösser, stärker, grüner. Das bedeutet, die Natur ist grösser geworden, 5% in den letzten 20 Jahren. Und Bäume durch das speichern auch Kälte für uns in der Erde. Das ist so eine Statistik, die man ganz, ganz selten hört. Es gibt 4 Arten, wie man auf das Klimawandel reagieren kann. Die einen von uns sind mega frustriert. Du sagst, es darf doch nicht einfach wahr sein, dass wir immer noch so viel CO2 rausschiessen. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir immer noch fliegen. Irgendjemand muss dem einen Stopp machen. Denn die Next Generation hat keine Zukunft. Die haben wirklich ein Mandat oder ein Anliegen, das ich nicht absprechen möchte. Und das ist für sie so einengend, dass sie sagen, wie kann man nur das und jenes machen. Die einen von uns sind gleichgültig, sagen, weisst du was? What's the point? Es interessiert mich nicht. Nach mir die Sintflut. Oder die Leute, die sagen, weisst du was? Evolutionstheorie, wo wir alle ja daran glauben und in Gott glauben, dann wird ja immer Stärkere wird überleben. Und mit anderen Worten, wenn die Eiszeit auch überlebt. Das ist ihr Argument. Die einen sind absorbiert, und jetzt möchte ich dir etwas sagen, wo du als Schweizer ein bisschen den Horizont aufmachen für einen Moment. Wir sind 8 Millionen oder 9 Millionen Schweizer. Das ist weltweit extrem viel. Es wohnen 1,4 Millionen in China und 1,4 Millionen in Indien. Hast du gewusst, dass die Klimadebatte ist eine Wohlstandsfrage? Wenn du jemand sagst in Indien, du musst im Fall Bio-Äpfel kaufen, im Bau sagt er, hey Jungs und Mädels, ich habe 7 Kinder und wenn ich am Abend einen Reisbowl habe, dann danke ich Gott für Monate. Ich möchte dir sagen, wenn du willst das Klima ändern, dann musst du die Armut auf dieser Welt als allererste lösen. Und ich sage dir auch, warum. Und ich reise auf der ganzen Welt um. Dort verbrennen Leute Plastik, alles, weil die haben nicht Finanzen, um etwas nachhaltig zu kaufen. Und mit anderen Worten, wenn du das Problem willst lösen, es ist so komplex, ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Going Green. Ich finde Going Green mega gut grundsätzlich. Aber wenn du den McDonald's grün anmalst, ist das Essen noch genau gleich. Kennst du das? Manchmal machst du so grün, es blättert an. Wow, krass, Bio, jetzt ist alles besser. Und die Welt ist so komplex. Und ich möchte dir ein Beispiel bringen, das ich erlebt habe. Das kannst du statistisch mir nicht abreden. Ich war in Sri Lanka. In Sri Lanka ist die grösste Hungersnot passiert, wo es jemals in der Geschichte geht. 60-80% Inflation. Und weißt du warum? Vor einem Jahr hat die Regierung beschlossen, keine Chemie und Dünger von China zu importieren. Und ich bin ein Bauernsohn. Mir muss niemand sagen, wie das funktioniert. Und die Bauern haben gesagt zum Government, wenn wir das machen, sind wir nicht mehr in der Lage, mit unserem Land, unser Volk in Sri Lanka zu ernähren. Uns wird die Hälfte der Ernte fehlen. Es hat niemand gehört, Hauptsache Going Green. Es ist die Ernte gekommen, die Hälfte, die es gebraucht hat, eine Hungersnot durch Going Green, über das redet niemand, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich möchte mit dem Beispiel sagen, wenn du meinst, du kannst das drüllen, dann ist alles gelöst. Die Welt ist gewaltig komplex geworden und es braucht gesamthafte Lösungen, um das Problem zu lösen. Weil unser CO2-Stoß in der Schweiz ist nichts zu China, zu Indien und zu Asien. Also, wenn du das ansetzen, musst du eigentlich dort runterfliegen und den Leuten mal erklären, dass man nicht mit dem Teufel fährt, ohne Filter. Das geht direkt in den Himmel rauf. Dann, hoffnungsvoll. Wir Christen haben eine Hoffnung. Weißt du warum? Es wird noch schlimmer. Wenn du die Offenbarung liest, wenn du die Bibel nicht liest und bist gläubig, dann machst du deine Meinung vom Blick. Aber meine Bibel, mein Wort sagt, in der Offenbarung sagt Jesus, wenn wir von Krieg hören, von Hungersnöten, von Seuchen, Vulkanen, die furzen, dann freuen euch, weil euer Richter, Jesus, wird zurückkommen auf die Erde mit einer Hoffnung, die die Welt niemals hat. Amen. Lass uns das Gott einen Applaus geben. Wirklich. Und wieso sage ich das? Gott sagt auch, er wird dich wiederherstellen, oder? Im Himmel bist du nicht mehr, du bist die wiederhergestellte Persönlichkeit. Also wenn du kein Haar mehr hast, hast du im Himmel wieder Haar. Schräge Zähne, plötzlich sind sie gerade. X-Bein, plötzlich gerade. Ich möchte mit dem sagen, Gott wird dich wiederherstellen. Die Bibel sagt, Gott schafft einen neuen Himmel
und auch eine neue Erde. Theologisch, was heißt das? Die einen sagen, der Himmel kommt von oben runter, wird neu. Die einen sagen, der Himmel wird auf der Erde sein, Gott wird alles erneuern. Die einen sagen, nein, Gott wird alles löschen und fängt nochmal neu an. Mir spielt es keine Rolle, wie es Gott macht. Hauptsache, Gott macht etwas Neues. So 3 Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Klimakrise ist durch den Sündenfall entstanden. Wenn die Leute sagen, Klimakrise kommt vom Mensch, ich sage dir total, du hast recht, absolut korrekt, aber es fängt später an als vor 30 Jahren. Adam und Eva im Garten Eden, es gibt keinen Krieg, es gibt keinen Streit. Der Leu ist zusammen mit dem Äffli. Alles wunderbar, Mensch, Gott, alles ist harmonisch. Und dann sündigt Adam und Eva und alles fängt aus der Fuge. Und dort hat das Klimadebakel für uns alle angefangen. Der Paulus sagt es in Römer 8, Vers 22 bis 23, und ich liebe den Paulus, weil er fährt an wie meine Mami. Wir wissen ja, meine Mami hat gesagt, Leo, du weißt, sage ich, ja, ich vergesse immer, was du meinst. Der Paulus sagt, ich erwähne euch etwas, aber eigentlich wissen ihr das alles. Ihr wisst ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt einen neuen Geist am Anfang der neuen Leben gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Das heißt, auch ich, der Leo, ich seufze, Jesus, ich habe so viele Störungen. Ich brauche dich, meine Gefühle, Jesus, ändere mich. Wir alle kennen das Gebet, wir seufzen auch. Da heißt aber, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und unseren Körpern von aller Vergänglichkeiten befreit. Also wir haben eine gewaltige Hoffnung, was auf uns zukommt, egal was passiert. Gott ist dein Anfang und Gott ist dein Ende. Gott ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und Gott hat immer das letzte Wort und Gott hat nicht Kontrolle verloren. Auch nicht über die Natur und auch nicht über seinen wunderbaren Schöpfungsplan. Offenbarung 16, Vers 8 bis 9. Ich möchte ganz kurz lesen. Was kommt auf uns zu? Ja, es wird schlimmer. Da goss der 4. Engel seine Schalen über die Sonne aus. Von nun an quälten sich die Menschen mit ihrem Feuer. Alle Menschen litten unter der sengenden Glut, doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn, dem alle Ehre gebührt. Sie verfluchten ihn noch viel mehr seinen Namen und lehnten sich noch weiter gegen ihn auf, der sie mit solchen schrecklichen Katastrophen heimsuchte. Also, ein Fluch von Gott ist nicht so, dass Gott etwas macht. Der Fluch bedeutet, Gott zieht seine schützende Hand von deinem Leben weg und sagt, okay, ich lobe dir, was immer passiert. Also wenn Gott seine Hand wegzieht, dann geschehen schlimme Sachen in unserem Leben. Wie soll ich als Christ umgehen? So, jetzt haben wir nur darüber geredet, wie schlimm das wird. 1. Mose 1, Vers 18. Und das ist für mich der Grundbibeltext, wo Gott uns allen sagt, wie wir mit der Erde sollen umgehen. Und Gott segnete sie, Männlein und Weiblein, Mann und Frau, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, Kabash. Herrscht Radam über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Besitzen und herrschen tönt so quasi, wir können alles ausnehmen und kaputt machen. Wenn das Wort Besitz und Kabash bedeutet wie ein Gärtner. Ein Gärtner kommt ein Stück Land über und macht das Land wunderschön und wunderkreativ und du denkst, wow, wie hast du den Rosengarten so beautiful angebracht? Und herrschen, heisst, wie ein Hirt, der sich um seine Schafe kümmert. Und ich möchte dir meine Grundeinstellung erklären, wo ich zu der Schöpfung von dem Gott in meinem Leben, auch wenn ich weiss, die Welt wird untergehen, sagt der Martin Luther, ich würde noch immer einen Baum pflanzen. Es gibt immer Hoffnung, du kannst immer etwas unternehmen. Also, ich spiele ja Golf relativ gut in meiner eigenen Liga, wo ich bin. Das heisst, okay. So, ich habe ein Bild mitgebracht. Beim Golfspielen machst du ein Pivot. Du haust eigentlich den Rasen und den Ball weg. Und wenn du gut spielst, gibt es etwa so einen Fleck vom Rasen, wo du wegfällt. Und dann liegt er nebendran, oder oft liegt er auch 10 Meter vor dir. Und das Erste, was man lernt beim Golfen,
bist kein Golfpflock, sondern du laufst an, nimmst das Grasbüscheli, laufst retour, tust es rein und stampfst es ganz leicht an, damit in einer Woche der Golfplatz wunderschön aussieht, weil es spielen andere Frauen und Männer Golf, nicht nur du. Das ist meine Grundhaltung, wie man mit der Erde als ein Bild sollte umgehen in unserem Leben. Ich möchte euch auf Social Media ein Bild zeigen, und zwar, hast du auch schon gesehen, den Fußabdruck. Ein Pferd, ein Hund, ein Vogel und das ist ein Vollpfosten. Und ich weiss, was die Person meint. Man kann einen Quote oft falsch verstehen. Die Person möchte sagen, heben zur Schöpfung von Gott Sorge. Es gibt einen Papierkorb und da gehört das Zeugs rein und nicht irgendwo im Nirgendwo. Aber was in dem Quote auch dahinter steckt, ist das Wort der Fußabdruck. Wie viel CO2-Fußabdruck hinterlässt du? Und ich verstehe, was man meint, aber darf ich dir etwas sagen? Gott hat gesagt, das ist deine Erde, dein Wohnzimmer, dein Garten. Nimm alles, was du machen kannst. Hab respektvoll, aber bitte druck deine Füße ab und leb auf dieser Erde. Das ist unser Eigentum von unserem Gott im Himmel. Und oft kommt so eine Mentalität rein, du bist zu viel. Tiere sind kein Problem. Tiere machen alles richtig. Tiere können sich auch gegenseitig nicht fressen. Nein, überhaupt nicht. Die sind alle brav. Die Bibel sagt auch, Tiere, auch ein Vogel, flicken den Bieren. Aber ich möchte sagen, du bist König der Schöpfung. Lass dir nicht einreden, dass du zu viel bist, dass es viele Frauen und Männer gibt. Das entscheidet noch immer der Gott im Himmel. Wer wird geboren und wer wird nicht geboren. Ich möchte ein Zitat vorlesen, das ein bisschen in die Generation hineinschwingt. Der David Graeber, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, hat im Jahr 1989 in der LA Times folgenden Artikel geschrieben und ich finde, drückt ein bisschen unser Statement aus. Ich kenne Sozialwissenschaftler, die mich daran erinnern, dass Menschen der Teil der Natur sind, aber das stimmt nicht. Irgendwo auf der Linie, vielleicht etwa vor einer Milliarde Jahre, vielleicht die Hälfte davon, haben wir den Vertrag gekündigt und wurden zu einem Krebsgeschwür. Wir sind zu einer Plage für uns selbst und auch für die Erde geworden. Es ist komisch unwahrscheinlich, dass Industrieländer ihre Orgien von verbrauchten fossilen Energien und die dritte Welt ihre selbstmörderischen Landverbrauchen beendet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt, an dem die Homo sapiens beschließt, und jetzt wird's hochinteressant, sich wieder nur anzuschließen, könne einige von uns nur hoffen, dass der richtige Virus daherkommt. Der hat ein Prophet geredet. Wieso haben wir Corona gestoppt? Das hat alles Problem geholfen, um weniger Frauen und Männer werden. Sorry, wenn ich das gesagt habe. Haben Sie das gesagt? Ich habe es gesagt. So. Und ich möchte Folgendes sagen, das Zitat ist der Zeitgeist, wo Frauen und Männer aufstehen und sagen, ich will etwas unternehmen, um die Schöpfung von Gott zu bewahren. Das ist nichts falsch dahinter. Das ist mega wichtig, aber du musst wissen, das ist nur ein Teil von der Botschaft von der Bibel. Was ist das Grundproblem in meiner Ansicht? Das ist jetzt meine Meinung. Lukas 12, Vers 15. Siehe euch, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und ich glaube, die Habgier bei uns allen ist ein riesiges Thema, wo du musst überlegen, was triggert mich, was tut mich anspornen, das und jenes zu kaufen. Ich möchte ganz kurz ein paar Punkte durchgehen, wie ich finde, wo es sich lohnt, aufzustehen und zu sagen, hey, Jungs und Mädels, so goes it not. Habgier führt immer zu einer schlechten Behandlung von Gottes Tier. Tierwelt, und ich bin ein Bauernsohn, ich weiß, wovon ich rede, du kannst eine Kuh mit Respekt und Würde behandeln und du hast einfach 1000 Kühe in einen kleinen Ort rein und es ist einfach nicht würdig. Sprüche 12, Vers 10 sagt die Bibel, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose behandelt sie total grausam. Und in vielen Ländern werden Kühe gestopft mit Medikamenten. Und das essen wir wieder. Und kein Wunder, haben wir irgendwo Allergien. Dann der Umgang mit unserem Land, das ist auch etwas, unsere Landreserve. Gott hat schon am Anfang der Bibel gesagt, in 2. Mose 23, Vers 11, aber am 7. Jahr lässt ihr das Land brach liegen und sät und erntet nicht. Gott hat gesagt, das Land braucht auch einen Sabbat, ein Chill the Day. Und heute ist einfach Hauptsache so viel produzieren, was nur geht aus dem Land. Und wir machen etwas, was nicht
in erster Linie stimmt. Schlechter Umgang mit Ressourcen, Plastik, ein Riesenproblem, Food Waste, ein Monsterproblem. Meine Kinder tun Spaghetti abwägen, damit es keine Reste gibt. Es gibt nie Abfall in meinem Haus. Seit ich ein Kind bin und klein bin immer noch klein, habe mich nicht geändert, ich habe noch nie in meinem Leben Esswaren weggeworfen. Das geht überhaupt nicht. Das kommt nicht in Frage. Du wirfst auch Geld, by the way, weg. Und du tust mit dem einen Zyklus generieren. Die Kleider wegwerfen, genau das gleiche Thema. Gell? Wir reden über das Fliegen. Über Kleider redet niemand. Kleider ist die krasseste Verbrauch, den es gibt auf der Welt. Es gibt Kleiderberge, wo man nicht mehr weiss, wo hin. Und das ist wirklich ein krasser Punkt. Und ich möchte das sagen, die Habgier ist immer, ich brauche neue Jeans, einen neuen Pulli. Wir haben nie genug. Fragt mal jemand, hast du genug Kleider? Nein. Immer zu wenig. Der Umgang mit der Natur, mega wichtig, was lassen wir raus? Und hat unsere Länder gewaltige Fortschritte gemacht, vor allem. Aber ich habe eine Statistik gelesen und das hat mich mega selber berührt. Und zwar, mir sagt, Statistik, 99% von all dem, was du kaufst, brauchst du nach 6 Monaten nicht mehr. Das heisst, 1% brauchst du noch und den Rest plötzlich stellst du auf die Seite. Ich möchte jetzt in einen Teil gehen, um euch erklären, es ist nicht falsch, wenn Frauen und Männer aufstehen für das Thema. Das ist mega wichtig, deine Stimme zu erheben. Aber du musst auch wissen, hinter allem steht auch ein Zeitgeist. Und der Zeitgeist hat immer eine Agenda. Und was der Teufel macht, er nimmt Gottes Schöpfung und tut es immer trüllen und macht es immer pervers. Und es fängt an in der Schöpfung und ich habe bewusst die Reihenfolge gehabt. Gott fängt mit dem kleinsten an. Am ersten Tag macht Gott Tag und Nacht. Ich habe es bewusst auch grün gemacht, going green, damit es gut aussieht. Firmament am 2. Tag, am 3. Tag Pflanzenwelt und das Festland. Am 4. Tag macht Gott Sonne, Mond und Sterne. In den ersten 4 Tagen macht Gott Natur. Er kreiert Natur. Wunderschön und gewaltig. Am 5. Tag macht Gott Tier im Wasser, in der Luft. Im 6. Tag macht Gott Land, Tier und den Mensch. Und der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Ich sage dir, warum? Pflanzen und Tier haben eine Seele, aber kein Geist. Der Mensch ist das einzige geistliche Wesen und eine Freundschaft kannst du haben mit einem Geisteswesen. Und Gott kriegt den Mann und Frau zu seinem Ebenbild und am 7. Tag macht Gott einen Freitag und Gott schaut das alles an und sagt, wow, crazy! Das ist mir gelungen! Was für eine Meisterleistung! Gott flippt aus über seine Schöpfung! Der ist voll on fire. Er sagt, wow, ich habe, my gosh! Spürst du es? Ich bin mega begeistert. Gott ist so gerne für sich selber begeistert. So, was macht man am Sabbat? Die einen sagen Snowboard fahren, okay. Wandern, okay. Glatt, Zentrum, obwohl es leer ist, okay. Was macht man am Sabbat? Der Sabbat ist etwas, was der Teufel uns gestohlen hat. Wir sind alle beschäftigt. Und am Sabbat geht dein Smartphone in eine Sabbatbox für 24 Stunden. Sagst goodbye. Ich sehe dich dann wieder nach dem Sabbat. Mach das mal für einen Tag im Sabbat. Das Leben geht weiter ohne das und es macht mega Freude. Am Sabbat machst du Folgendes. Du schaust deine Woche an und du fragst dich, gibt es in meinem Leben Sachen, die sich auf meine Seele, auf meinen Geist beleidigt hat. Ich möchte erklären, warum. Meine Frau ist vor vielen Jahren so ein Time gegangen mit der Pastorenfrau und ich durfte Kinder hüten. Mega cool gewesen. McDonald's, Ikea, wir haben nie gekocht, immer alles ausgegessen. Und dann habe ich alle Zimmer zugemacht, die ich nicht brauche, damit ich es nicht putzen muss. Nach einer Woche gehe ich rein, schaue, ist das Zimmer noch da und ich sehe, es hat Staub. Und ich denke, woher kommt der Staub? Hast du gewusst, du musst nichts machen und der Staub setzt sich einfach ab bei dir. Und ich habe alles putzen und reinigen, obwohl ich nichts dafür kann. Nach einer Woche setzt sich Staub ab in unserem geistlichen Leben, stimmt's? Und du schaust am Sabbat, Markus 7, 21 bis 23, folgende Frage an. Denn aus dem Innern, redet von mir, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken,
wie sexuelle Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleugnung, Überheblichkeit und Unvernunft. Alle diese Böses kommt von innen raus und macht den Menschen vor Gott unrein. Und ich überlege mir, Gott, kann das sein, dass ich etwas bei mir in dieser Woche angestaut habe und ich mache das wieder weg und ich bitte Gott, reinige mich wieder für die nächste Woche, damit ich on fire bin for Jesus. Das ist der Punkt. Aber was macht der Teufel? Er raubt den Sabbat. Er bringt es an, dass du nicht einen Tag ohne Smartphone kannst umgehen. Und wir merken schon gerne, wir sind addicted zu dem Gerät. Und all das, und was der Teufel macht und unsere Gesellschaft, sie nennen das und drüllen es immer um 180 Grad um. Und plötzlich wird die Natur zum Gott. Wehe, du hinterlässt einen Fußabdruck. Und plötzlich werden, was am Anfang für Gott der Grundschöpfung ist, wird zum größten Gott. Und plötzlich ist die Natur wichtiger als das Tier. Und dann macht man Gesetze für Tier und für Küken so krass, wo man sagt, wir müssen die Tiere beschützen, was ich auch wichtig und richtig finde, Natur auch. Aber plötzlich, was der Find macht, er macht neue Prioritäten, um abzulenken von zwei Sachen, vom Mensch und auch von Gott. Dann wird er sagen, was wir mit dem Mensch machen. Ich mache eine Box heute Abend auf. Abtreibung. Wenn du jemanden kennst, der abgetrieben hat, oder wenn du selber in der Position bist, hast jemand abgetrieben. Ich möchte nicht mit dem Finger auf dich zeigen, das ist mir mega wichtig. Es gibt immer eine Story, es gibt immer eine Situation. Ich habe tiefsten Respekt und Ehre, das ist mir mega wichtig. Ich möchte es ganz, ganz lieb sagen. Aber was ich ganz problematisch finde, dass man heute sagt, der Satz, my body, my choice. Und diesen Satz finde ich problematisch aus verschiedenen Gründen. Ich möchte erklären, warum. Gott, der Schöpfer, sagt, Sexualität gehört in die Ehe. Und Gott sagt, wenn du Sex ist, in der Ehe entsteht ein Kind oder mehrere Kinder, aber immer noch im richtigen Rahmen. Und weißt du, was wir sagen? Nein, das sehe ich nicht so. Gott ist ein Spießer. Und wenn Sex vor der Ehe links und rechts, oben, unten, kreuz und quer. Und dann können Leute Affenpocken über, dann macht man das Medikament. Die einen können AIDS über, macht man das Medikament. Du bekämpfst die Sünde mit der Sünde. Darf ich es wiederholen? Du bekämpfst die Sünde mit der Sünde und du argumentierst die Sünde mit der Sünde. Und Gott sagt, uneheliche Kinder müssten nicht geschehen, würdest du die Gebote von Gott ernst nehmen und umarmen. Und was jetzt passiert, durch das du einen One-Night-Stand hast, wirst du schwanger und Gott sagt, wow. Und dann willst du das Kind nicht, verstehe ich, weil der, wo du geschlafen hast, hast du ihn richtig gesehen, in deinem Besoffensein. Und denkst nachher, wow, krass. Und dann hast du das Problem. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Du kannst nicht die Sünde mit der Sünde bekämpfen. Du kannst nicht die Sünde mit der Sünde argumentieren. Sondern Gott schaut uns an und sagt, wir können nur Natur höher halten und alle Tiere als das Baby im Bauch von einer Mutter. Ich weiss, es gibt verschiedene Meinungen, wenn fängt das Leben an. Ein Herz schlägt nach 4 Wochen. Hast du gewusst? Nach 13 Wochen ist das Herz fixfertig, komplex. Und wenn man dann ein Kind nach 14 Wochen abtreibt, ich habe ein Bild mitgebracht, so sieht es aus, sorry für die Bilder. Es gibt nichts Romantisches. Und wenn dann jemand mir sagt, es ist noch kein Lebewesen, ich habe es auch nicht wollen und ich habe es auch nicht bestellt und überhaupt, es hat noch gar kein Gefühl. Weil die Frage ist ja bei diesen Leuten, ab wann hat das Fötus ein Gefühl? Und solange es kein Gefühl hat, ist es kein Mensch. Und ich glaube wirklich, dass wir in unserer Gesellschaft Sachen tolerieren, was zum Himmel schreit. Und wir bringen Menschen um, ohne schlechtes Gewissen. Aber weh dein Hund und weh deine Natur mit dem Fußabdruck. Und der Teufel drüllt immer alles um 180 Grad. Und der Glaube an Gott, ja Gott, also wenn die Box aufmacht, Gott, mit Gott habe ich kein Problem. Ich möchte sagen, warum? Es gibt ja keine Hölle. Und es gibt auch kein Gericht. Und alle können in den Himmel. Dann stellt die Leute, wieso können alle in den Himmel? Ja, Gott liebt alle. Also,
ja, Gott liebt alle Menschen, aber du musst ja sagen, ganz bewusst, wir haben eine Theologie, es gibt keine Hölle mehr, das Märchen von der Kirche, es gibt kein Gericht mehr, das ist Angstmacherei und es kommen alle in den Himmel. Wenn alle in den Himmel kommen, dann leb doch, wie du leben willst, spielt alles keine Rolle, Moral spielt auch keine Rolle, aber dann spielt Ukraine auch keine Rolle. Ich weiss, Sie nicht denken. Römer 1, 25. Weil da gibt es keine Moral. Wenn es keine Moral gibt, liebe Frau und Mann, wer definiert Moral? Wer definiert die Wahrheit? Meine Wahrheit, deine Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und wir müssen uns überlegen als Christen, was ist die Wahrheit? Und meine Wahrheit kommt vom Wort von Gott. Die Bibel sagt, mein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und mein Schöpfer hat das Grundbuch geschrieben, wo noch draus kommt, weil der Mensch hat sich seit 2000 Jahren nicht verbessert oder verändert. Wir sind noch genau die gleichen Menschen. In Römer 1, Vers 25 steht geschrieben, sie haben die Schöpfung angebetet, das da oben, und ihr gedient und nicht dem Schöpfer ganz tief da unten, ihm dem alle Ehre gebührt, Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Und unser Job ist wieder das drüllen und sagen, komm, Jungs und Mädels, so geht's nicht, sondern Gott ist die höchste Instanz in der ganzen Grundschöpfung von unserem Gott im Himmel. Bedeutet nicht, dass ich meiner Natur wie beim Golfplatz nicht Sorge habe. Das sind zwei komplett verschiedene Themen. Du musst die Hauptsache wieder zur Hauptsache machen. Und kämpf, wenn du fürs Klima kämpfst, dann kämpf mit der gleichen Energie, Menschen für Gott zu begeistern. Ich ende mit einem Statement und einem Bibelvers. Ich glaube, und das ist ein Statement, das ich mache, wir sind nicht die letzte Generation, sondern das Volk Gottes sind wir the lasting generation. Wir bleiben. Wir haben eine Ewigkeit. Gott hat gesagt, wir werden ewig leben und niemand kann uns die Ewigkeit wegnehmen. Ich habe eine Perspektive, egal was kommt. Das sagt die Bibel. Ich habe eine Heimat, einen Ort, wo ich angehöre und niemand kann mir das wegnehmen. Ich ende mit 2. Petrus 2, Vers 10. Und ich möchte ein bisschen euch Ernsthaftigkeit vom Reich von Gott erklären. Sein Gericht wird über alle die treffen, die sich von ihren Trieben und Leidenschaften beherrschen lassen und so tun, als gäbe es keinen Herrn, der es zur Rechenschaft zieht. Diese frechen und überheblichen Irrlehren schrecken nicht davor zurück, höhere Mächte zu verspotten. Es gibt im Moment, soll ich das sagen, eine liberale Theologie, und ich sage, das Wort von Gott tut sich weiterentwickeln. Das geht schön weiter. Das muss man auch wieder anpassen. Ich sage, okay. Ich glaube das nicht. Es gibt das Grundgebot von unserem Gott im Himmel. Und es gibt Grundwerte, die haben sich über Tausende von Jahren nicht verändert. Sie werden sich auch für die nächste Generation keine Millimeter verändern. Darf ich dich einladen, live, online und auch in der Luft aufzustehen? Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen für einen Moment. Und vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Und du damals merkst, ich möchte ein Freund von Jesus werden. Andere von uns, du merkst, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe den Weg von Gott verloren. Ich habe bewusst Fehler gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob Jesus mir nochmal vergeben kann. Ich möchte dich einladen, das Gebet zu beten, dass du weißt, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich habe Jesus eingeladen als mein Herr und mein Erlöser. Und ich werde einen Satz vorbeten und du kannst einen Satz mitbeten, dass du da ein Statement machst. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, da bin ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wenn ich Sachen bewusst oder unbewusst falsch gemacht habe. Es tut mir leid, wenn ich Menschen und auch dich enttäuscht habe. Ich habe für so viele schlechte Sachen gemacht. Ich bitte dich um deine Vergebung. Und ich nehme die Vergebung für mich in Anspruch. Und ich lade dich heute ein, mein Leben zu kommen. Bist du der König von meinem Herzen. Und ich lege alles vor dir nieder.
Ich bitte dich, schütz und begleite du mich. Segne und bewahre du mich. Ich möchte dir für immer gehören. Schau, die Bibel sagt, das Gebet betet hast, all deine Sünden sind dir vergeben worden. Gott schreibt deinen Namen ins Buch vom ewigen Leben. Er nennt dich mein Sohn und meine Tochter. Und Gott sagt, welcome home. Und wir haben ein Eingangsticket, das ist unser Glauben an Jesus. Nicht, weil wir perfekt sind, weil er für mich den Preis gezahlt hat. Und wir mit einem Gedanken schliessen. Die Bibel sagt, wer meint, der steht, pass auf, dass er nicht falsch. Und seit Jahren bete ich immer ein Gebet wie der König David. Er hat zu Gott gesagt, Gott, wenn ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, bring mich zurück. Ich flehe dich an, bring mich zurück. Und David sagt, mach, was immer du machst, aber bring mich zurück, weil ich will nicht den Siegespreis verpassen. Du merkst eine Ernsthaftigkeit, eine Leidenschaft, eine Fokussiertheit und das ist mein Wunsch für euch alle. Gott möge dich bewahren, damit du von dem Weg abkommst, der zum Leben an den wunderbaren Jesus führt in alle Ewigkeit. Du bist ein guter Gott, ein treuer Gott und heute Abend geben wir Gott den grössten Applaus, like ever. Come on, we have a God in the house! Woo-hoo! Yeah! Come on. Woo! In dieser Hashtag Jesus-Serie geht es uns darum, dass wir Jesus in jedem Bereich von unserem Leben ins Zentrum stellen. Und vielleicht hat die Message bei dir gerade irgendetwas ausgelöst und du hast gemerkt, gewisse Bereiche sind ihm noch nicht untergeordnet. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, halt das Video gerade jetzt geschwind an und überleg, hey, gibt es einen Bereich, wo... In dieser Hashtag Jesus-Serie geht es uns darum, dass wir Jesus in jedem Bereich von unserem Leben ins Zentrum stellen. Und vielleicht hat die Message bei dir gerade irgendetwas ausgelöst und du hast gemerkt, gewisse Bereiche sind ihm noch nicht untergeordnet. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, halt das Video gerade jetzt geschwind an und überleg, hey, gibt es einen Bereich, wo ich Jesus möchte reinlassen? Weil ich bin überzeugt, wenn wir das machen, wenn du das machst, daheim, wo immer gerade du zuschaust, dann gibst du Gott Raum zum Einfluss nehmen auf dein Leben. Hey, und wenn es dich interessiert, wer wir als Sunday Night sind, wir haben einen Telegram-Channel, wo du immer up-to-date bist, wo immer die neuesten Infos reinkommen. Da wird es eingeblendet. Wäre cool, dich zu sehen. Und wenn du noch nie vor Ort bist, ich lade dich ein. Komm mal vor Ort. Sunday Night, 7 in der Hall in Stettbach. Wäre cool, dich kennenzulernen. Ganz eine schöne Woche.